Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, heute begrüße ich Sie vom Ottersheimer Walderlebnispfad. Der beginnt hier am nördlichen Ortsrand von Ottersheim, ein Stück hinter dem Sportplatz bei dieser Insektennistwand und führt dann auf nicht ganz 2 Kilometern Länge durch den Wald Richtung Knittelsheimer Mühle. Unterwegs laden 12 Erlebnisstationen dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erfassen. Es gibt zum Beispiel einen Barfußpfad, hier dieses Waldxylophon oder einen Hochsitz, von dem aus man die Nester von verschiedenen Vögeln beobachten kann. Was mir persönlich dabei gut gefällt, ist, dass der Walderlebnispfad nicht versucht, einfach Wissen zu vermitteln und das vielleicht dann auch noch mit erhobenem Zeigefinger, sondern sein Ansatz ist es, ganzheitlich und spielerisch einen Zugang zur Natur zu eröffnen. Ganz ähnlich, denke ich, soll es doch eigentlich auch mit dem christlichen Glauben sein. Menschen sollten erleben können, dass dieser Glaube was Frohmachendes, was Tröstliches und das Leben Bereicherndes ist. Der Erlebnispfad, wo das am besten erfahren werden kann, der ist überall dort, wo andere ihren Glauben auf diese Weise vorleben. Und das ist beileibe nichts, was etwa nur Profis könnten, also etwa hauptamtliche Pfarrpersonen oder Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen. Glaube wird umso glaubwürdiger, je mehr er im ganz normalen Alltag begegnet, beim Nachbarn nebenan oder der Kollegin am Arbeitsplatz, wo Menschen nichts anderes tun, als zu dem zu stehen, was ihnen wichtig ist und viel bedeutet. Nicht um ihre Mitmenschen unbedingt bekehren zu wollen, sondern weil sie im Grunde gar nicht anders können, als etwas davon abzustrahlen, was ihnen wichtig geworden ist. Etwas weiterzugeben von der Liebe und der Menschlichkeit, die Jesus vorgelebt hat. Dass er das denen zutraut, die ihm nachfolgen, das hat Jesus selber gesagt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, hat er denen zugesprochen, die ihm nachgefolgt sind. Ihr habt das Zeug dazu, es in eurer Umgebung ein wenig heller werden zu lassen und einen neuen Geschmack in diese Welt hineinzubringen. Vielleicht probieren Sie es ja beides selber mal aus. Den Ottersheimer Walderlebnispfad und wie das ist, Salz und Licht zu sein. Viel Freude dabei und spannende Erfahrungen. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.